Ich bin der Roger Federer und gehe an die Olympischen Spiele. Für die vielreisenden Tennisprofis, zu denen auch der Roger Federer seit 3 Jahren gehört, ist das Olympiaturnier nur eins von vielen. Die 4 Grand Slams sind etwa gleich wie Olympische Spiele, also auf dem gleichen Niveau. Und dann kommen nachher die 9 Super Nines, also World Series, wie heissen die, World Series oder so. Und das macht schon etwa 15 Turniere miteinander. Und dann habe ich halt einfach noch meine Lieblingsturniere wie Basel, Davidoff Swiss Indoors, dann Gstaad, UBS Open, oder? Und dann halt einfach noch der Davis Cup. Das sind für mich eigentlich immer die Highlights im Jahr. Ja. Der Münchensteiner hat seine Tennislaufbahn schon als kleiner Bub angefangen. 3, 4 habe ich angefangen, meine ersten Bälle zu schlagen. Und dann habe ich immer intensiver angefangen zu spielen. Ich habe gleichzeitig eigentlich auch noch Fußball gespielt, aber hauptsächlich eigentlich durch meine Eltern aufs Tennis gekommen. Ja. Sein erster Kontakt mit den ganz Grossen vom Tennis hat er zu Basel als Ballbub gehabt. Ich bin einmal als Autogrammjäger rumgerast, um jedes Autogramm zu haben. Und ich weiss, wie es war für die Spieler. Und darum glaube ich, jetzt probiere ich eben auch viel, immer Autogramm zu geben, den Kindern immer auch einen Gefallen zu machen. Ich meine, weil ich auch sehe, wie wichtig es für mich ist, so ein Autogramm zu haben. Oder? In der Zwischenzeit hat sich in seinem Mansardenzimmer daheim in Münchenstein einiges angesammelt. Hier bin ich dann eben ausgezeichnet worden als Nummer 1 in der Welt in Paris. Das war eigentlich noch schön. Ich war eigentlich schon mal in einem Turnier in England und dann bin ich eingeladen worden dorthin. Dann bin ich halt schnell rübergeflogen für eine Nacht und bin dort geehrt worden als Nummer 1 der Welt. Dann hier, das war ein Finale in Marseille gegen Rosset, wo ich im Finale 7-6 und 3. verloren habe. Schon früh ist der Roger weg von daheim in die Tennisschule von Écublens. Ja, es ist also sicher eine riesige Umstellung für mich, aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Ich vermisse sicher ein bisschen mehr Freundschaften als hier in Basel. Aber auch auf der Tour hat er Freunde gefunden. Ich habe noch einen gewissen Vorteil, dass ich eben Englisch, Deutsch und Französisch fließend reden kann. Und damit kann ich mit den Franzosen reden, mit den Deutschen und mit allen, die Englisch reden. Und damit habe ich eigentlich auch sehr viele Kollegen. Trotzdem hat das Leben auch negative Seiten. Ja, sicher. Ich meine, ich sehe die Familie nicht so häufig, ich sehe die Freunde nicht so häufig, wie ich gerne möchte sehen. Ich würde viel lieber mehr Zeit hier von daheim haben, aber ich meine, das geht halt einfach nicht mit dem Sport, aber ich liebe Tennis über alles und also Tennis ist mein Sport und für das muss ich halt auch ein bisschen etwas einstecken. Ja. Eingesteckt hat er auch schon einige Dollars, aber für ihn sei das nicht das Wichtigste. Wichtig ist wirklich für mich jetzt nur mal die Karriere, Turnier, also dass ich weiterkomme und dass ich mich verbessere jeden Tag ein bisschen. Und, das Geld ist halt einfach in dem Fall wichtig, dass ich meine Flüge zahlen, den Coach zahlen und solche Sachen. Und dass vielleicht auch für die Spesen einfach alles wirklich locker abgedeckt ist. Vor seiner Abreise nach Toronto hat er heute einen Ruhetag eingezogen. Ruhetag heisst für ihn: vor allem Fernsehen schauen, Musik hören, Playstation spielen und ja, was mache ich sonst noch? Mit Kollegen machen, ganz klar. Und vielleicht auch mal in den Ausgang etwas trinken mit den Kollegen. Sportlich geht es für den Münchensteiner aufwärts wie hier bis im Sieg gegen den Goran Ivanisevic. Privat hat er so Sorgen wie jeden anderen in seinem Alter auch. Erst vor kurzem ist seine Beziehung mit seiner Freundin zu Ende gegangen. Jetzt gerade vor kurzem hat das gerade aufgehört und also ich habe es eben ziemlich schwer gefunden, wirklich eine Beziehung aktiv zu haben, oder? Weil es ist wirklich nicht einfach, man sieht es sehr wenig, man muss immer am Telefon sein. Aber ich meine... Ist das der Preis? Ist das der Preis für diesen Sport? Ja, auch ein bisschen. Ich glaube, es ist einfach... ich fühle mich jetzt sehr wohl eigentlich ganz allein. Also von dem her, ich bin ja nicht jetzt gerade für eine neue Freundin am Suchen. Also ich fühle mich ganz wohl allein. So. Von morgen an dominiert Tennis wieder seinen Alltag. Und für Interessierte ist er ab dem 21. Oktober in der Joggeli-Halle wieder zu sehen.